Hey, du kannst, wenn du deine Bibel oder deine Bibel-App dabei hast, kannst du schon mal Matthäus 9 aufschlagen, Matthäus 9, 18. Dort starten wir heute. Wir sind, wie der Mats gesagt hat, mit in dieser Hashtag Jesus-Zeit, wo wir uns Gedanken machen über Hoffnung. Wir schauen hoffnungslose Schicksale an, Situationen, wo absolut kein Ausweg mehr scheint da zu sein, und wir schauen an, wie Jesus die umdreht und auf den Kopf stellt. Und ich möchte mit dir heute über diese unaufhaltsame Hoffnung reden. Ich möchte mit dir zusammen entdecken, wie wir unaufhaltsame Hoffnung im Leben haben. Und ich weiss nicht, was du gerade drauf hoffst im Moment. Vielleicht hoffst du auf irgendeinen Durchbruch in deinem Business, oder du hoffst darauf, dass du irgendeinen Traumjob findest oder einen Traumpartner oder ein Traumhaus, oder vielleicht träumst du einfach von Traumferien. Ich weiss nicht, wer von euch hofft noch, dass er in die Ferien fliegen kann, vielleicht das Jahr noch, trotz Corona. Mallorca ist mega populär im Moment, vor allem bei den Deutschen habe ich gelesen. Mallorca, da kommt mir immer so eine Geschichte in den Sinn, die muss ich euch kurz erzählen. Und zwar, ich bin mit dem Mats und dem Dani, sind wir in Mallorca gewesen, schon vermehrt, und ich habe euch ein Foto mitgebracht vom Dani und vom Mats, die zwei Hübschen, die kennt ihr, oder? Wir waren in Mallorca und haben einen unglaublich geilen Tag verbracht. Wir sind dort mit den Pastoren einmal im Jahr, haben einen Retreat, wo wir uns zusammen einfach ausrichten auf Jesus und einander mutigen. Und wir haben einen Tag verbracht, so am türkisblauen Meer, oder? So wunderbares Wasser, es war herrlich, perfektes Wetter, Sonnenschein. Und man hat gedacht, so, jetzt fällt eigentlich nur noch so der Sonnenuntergang drin, oder? Und wir sind zusammen los und haben uns... Ja, die musst noch warten, die Slide. Wir sind zusammen unterwegs und haben uns ein Restaurant gesucht. Und wir haben gesucht. Und wir sind wirklich zum ersten Restaurant, das war zu, das zweite hat es irgendwie nicht mehr gegeben, das dritte hat mega komisch ausgesehen. Und nachher haben wir das Restaurant gesehen. Und jetzt kannst du das Slide bringen, genau. Das Resti hat recht schäbig ausgesehen von außen. Und drinnen ist es leider nicht besser geworden. Und was machst du in so einem Moment? Oder? Wenn du weisst, es könnte irgendwie heikel werden. Du gehst auf Nummer sicher, und ich habe Pizza bestellt. Eine Pizza. Und die Pizza, ganz ehrlich, es war die grusigste und hässlichste Pizza, die ich je in meinem Leben gesehen und gegessen habe. Ich habe euch ein Foto gebracht. Also ich weiss nicht, was das mit einer Pizza zu tun hat. Und wir sind nachher aus dem Laden rausgelaufen. Der Mats hat, glaube ich, irgendwie Fisch oder so etwas gegessen. Der Dani, ich weiss nicht mehr. Auf jeden Fall, wir sind raus, so mit einem flauen Gefühl im Magen. Vielleicht kennst du das, oder? So, wenn du das weisst, hey, Scheisse, bekomme ich jetzt irgendwie Lebensmittelvergiftung. Wir sind raus, haben so ein Verdauungsspaziergänge gemacht. Wir sind die einzige Strasse raufgelaufen, die wir vorher nicht abgeklappert nach Restaurants. Und nach 40 Metern tut sich vor uns so das Quartier auf. Voll mit den besten und schönsten Restaurants, die es gibt. Also wirklich so, wir sind dort gestanden wie geklebte Affen. Weißt du, so, es war nicht teuer oder so. Es hat wirklich ein schönes Ambiente, so mit Feuerchen von aussen. Und du hast einfach auswählen. Alle Essen, die du dir vorstellen kannst. Wirklich so jenseits, oder? Was wollte ich mit dem sagen? Schau, manchmal ist es wichtig, dass wir die Hoffnung nicht zu früh aufgeben. Weil vielleicht ist der Durchbruch und dein Wunder nur 40 Meter weg von dir. Schau, die Bibel redet davon, wenn wir Hoffnung nicht haben in unserem Leben, wenn Hoffnung nicht erfüllt wird, dann werden wir krank im Herz. Wir lesen das in den Sprüchen 13 steht, dass unerfüllte Hoffnung unser Herz krank machen kann. Und schau, es ist eine Zeit, wo es so einfach ist, Hoffnung zu verlieren, nicht? Wir leben in einer Zeit drin, und ich habe wirklich das Gefühl gehabt, heute Morgen, es sind viele Leute da drinnen, vielleicht auch, wenn du jetzt zuschaust, die einfach die Schnauze voll haben. Die einfach genug haben von diesem Keiben Corona. Von dieser Zeit, wo es so viele Einschränkungen gibt, wo es so viele Restriktionen gibt. Es ist so ein Auf und Ab von der Hoffnung. Du weisst nicht, ob die Massnahmen noch länger bleiben. Du weisst nicht, ob der Lockdown überhaupt Sinn macht. Du weisst nicht, ob du fliehst, du musst demonstrieren. Du weisst nicht, ob der Berse völlig am Durchdrehen ist oder wir eigentlich viel zu wenig machen. Oder? Du weisst vielleicht nicht, ob dein Job noch da ist in einem halben Jahr. Du weisst nicht, ob deine Eltern, die in einer Risikogruppe sind, vielleicht noch da sind, wenn es plötzlich tüpft. Oder? Und das ist so eine Zeit, wo wir hoffen auf Sachen und gleichzeitig werden wir so oft enttäuscht. Wir hoffen, dass die Maske nützt heute Morgen. Wir hoffen, dass die Impfung doch endlich irgendwie kommt. Oder vielleicht hoffst du schon nicht auf die Impfung. Auf jeden Fall ist es eine Zeit, wo wir
so oft enttäuscht werden und die Hoffnung so schwierig ist zu behalten. Und ich möchte mit dir genau wegen dem darüber reden, wie können wir in unserem Leben echte Hoffnung haben. Eine Hoffnung, die lebendig ist, eine Hoffnung, die fest ist, eine Hoffnung, die dich nicht im Stich lässt. Ich möchte mit dir 2 Geschichten anschauen. Sie sind so ineinander hineingewoben. In Matthäus 9 lesen wir die, du findest die auch beim Lukas und beim Markus. Beim Lukas und beim Markus sind sie einer ist im Kapitel 8 und einer ist im Kapitel 5. Das sind so die synoptischen Evangelien. Ihr als Theologen zu Basel, ihr wisst das sicher schon, der Manu und der Ralf und der Mats, die haben das sicher schon x-mal erzählt. Aber das sind eigentlich so die Geschichten, die recht ähnlich sind in diesen Evangelien. Und beim Matthäus ist sie so ein bisschen am kürzesten. Wegen dem, so ein bisschen ISF-Style, fokussieren wir uns auf diese Version. Was passiert dort? Also, es passieren 2 Sachen. Und zwar, das Erste, was passiert, ist, Jesus begegnet einem Mann, einem Jairus, und dem seine Tochter liegt im Sterben. Der Matthäus fasst sich ein bisschen zusammen und sagt, sie ist schon tot. Unterwegs begegnete Jesus dieser Frau, die Blutungen hat. Und sie ist unheilbar krank und er heilt sie. Und lass uns mal ein bisschen einsteigen in die Geschichte hinein. Was dort am Abgehen ist, Jesus ist auf Tournee. Es ist wirklich so Jesus Christ Superstar-Stimmung. Jesus ist durch Galiläa, seine 3. Tournee, die Leute strömen zu ihm, er ist brutal populär, die Masse kommt, sie haben Erwartungen, dass er heilt, dass er eingreift. Menschen mit aussichtslosem Schicksal setzen ihre Hoffnung auf Jesus. Und schau, wenn du Jesus schon ein bisschen kennst, dann weißt du, dass wenn Leute Erwartungen haben und wenn sie hoffen, das ist perfekter Nährboden für Wunder. Und lass uns mal ein bisschen einsteigen in die Geschichte. Im Vers 18 lesen wir Folgendes. Mitten in das Gespräch platzt der Mann, der Jairus, ein Angehöriger der Regierung. Er wirft sich vor Jesus auf den Boden mit dem Wort: «Hey, meine Tochter, sie ist gerade gestorben. Komm sofort und leg deine Hand auf sie, dann wird sie wieder zum Leben erwachen.» Also der Jairus war ein Synagogenleiter, so ein Pastor, könnte man sagen. Er war Vater von einer einzigen Tochter, sie ist 12 Jahre alt und sie ist unglaublich krank. Sie ist schon knapp am Sterben. Und die Situation ist aussichtslos. Der Jairus, stell dir vor, als Vater, wenn deine Tochter im Sterben liegt, wie sich das anfühlt. Du bist verzweifelt. Du hast keinen Grund mehr zu hoffen in diesem Moment. Und trotzdem setzt Jairus seine Hoffnung auf Jesus. Jesus geht mit ihm mit und unterwegs trifft er die Frau. Sie hat schon 12 Jahre Blutungen, lesen wir im Vers 20. Unstillbare Blutungen. Sie hat irgendeine Menstruationsstörung wahrscheinlich und sie berührt von hinten das Kleid von Jesus, das Gewand. Weil sie hat gedacht, hey, wenn ich nur seine Kleidung anlänge, dann werde ich sicher geheilt werden. Die Frau, sie hat keinen Namen. Du findest ihren Namen nicht. Wir nennen sie heute mal Hannah. Ist gut? Hannah. Sie ist nicht nur krank, sondern die Hannah, die ist komplett isoliert. Sie ist, weil sie an dieser Blutkrankheit leidet, ausgeschlossen von der Gesellschaft. Sie ist zeremoniell unrein, sagt man dem. Sie hat nicht können irgendwo teilnehmen. Sie war in der Isolation. Ich weiss nicht, ob du schon mal in Quarantäne oder in die Isolation jetzt in den letzten paar Monaten. Ich durfte die Isolation 10 Tage. Fühlt sich wirklich richtig doof an, oder? Aber die Frau, die ist nicht einfach 10 Tage drinnen gehockt, sondern 12 Jahre. Die hat 12 Jahre hat sie keinen Kontakt haben mit Leuten. Sie war isoliert und allein. Sie hat schon alles probiert und trotzdem hat sie ihre Hoffnung nicht aufgegeben. Sie setzt ihre Hoffnung auf Jesus. Und was passiert, lesen wir im Vers 22. Nachdem sie das Kleid anlenkt von Jesus, dreht Jesus sich um und schaut sie an und sagt: «Meine Tochter, du kannst aufatmen. Dein Vertrauen zu mir hat dir die Heilung geschenkt.» Und wirklich, ab diesem Zeitpunkt war die Frau geheilt. Die Geschichte geht weiter. Und währenddem, dass Jesus sie heilt, stirbt das Kind definitiv. Er geht nachher zum Jairus heim und erweckt die Tochter wieder zum Leben. Es sind 2 kraftvolle Geschichten von ausweglosen Situationen, wo Jesus kommt und das Unmögliche macht. Was können wir von dem für uns
mitnehmen und wie können wir von dem echte Hoffnung in unserem Leben machen. Das möchte ich mit dir anschauen. Das Erste, was wir sehen in dieser Geschichte ist, dass Jairus und Hannah, unsere Hannah, sie handeln beide gemäss ihrem Glauben und sprechen Gottes Möglichkeiten aus in ihre Situation, obwohl dass sie noch nicht gesehen haben, dass Gott wirkt. Was ich möchte dir mitgeben heute als erster Punkt ist, Hoffnung, echte Hoffnung, die ist aktiv. Echte Hoffnung, die ist nicht einfach zurückgezogen, sondern sie streckt sich aus. Sie macht einen Glaubensschritt. Sie geht auf Jesus zu und sagt, Jesus, ich brauche dich. Mir geht es nicht gut. Und ich glaube daran, dass wenn du auch nur deine Hand auflegst, auch wenn ich nur dein Kleid anlänge, dann bin ich geheilt. Das ist echte Hoffnung. Das ist lebendige Hoffnung. Du siehst, dass der Jairus, wir lesen das im Vers 18, der platzt vor Jesus her. Der schreit ihn an, er sucht sich den Ort und er geht zu Jesus und sagt, hey, ich brauche deine Hilfe, ich weiss, du wirst heilen. Ich weiss, du kannst es machen. Genau gleich die Frau, sie drängt sich in der Menge zu Jesus her und sagt, wenn ich nur dein Kleid anlängen kann, dann werde ich gesund werden. Schau, ich möchte dir 2 Sachen mitgeben in diesem Sinne. Wenn du heute am Morgen hoffnungslos bist oder wenn du in deinem Leben merkst, dir fehlt irgendwie die Hoffnung, dann möchte ich dich ermutigen, dass du dich neu entscheidest, aktiv einen Glaubensschritt zu machen und zu handeln. Wie auch immer das aussieht in deinem Leben. Dass du anfängst zu ändern, wie dass du über deine Situation redest. Dass du anfängst aussprechen, was Gottes Möglichkeiten sind in deiner Not. Am 28. Mai letztes Jahr war es noch mitten im Lockdown, haben wir eine Nachricht bekommen von einem Ehepaar von unserer Small Group, von Benny und von Steffi. Und Steffi war im 27. Monat schwanger und ihre Fruchtblase ist geplatzt. Ich weiss nicht, vielleicht hast du nicht so eine Ahnung von Schwangerschaft und so wie ich früher. Schwangerschaft geht etwa 40 Wochen und 27 Wochen, das ist wirklich so richtig heikel. Also dann ist es so auf der Kippe zwischen Leben und Tod. Und sie mussten notfallmässig ins Spital und sie haben nicht gewusst, ob sie ihren Bub verlieren. Sie haben nicht gewusst, was passiert jetzt. Und schau, die Ärzte haben es geschafft, dass sie noch einmal 2,5 Wochen das Baby in sich tragen und dass im Johann seine Lungenfunktionen herreifen konnten, sodass er überleben konnte. Aber kurz darauf ist schon der nächste Schock gekommen. Und zwar haben sie festgestellt, dass sie seinem Kopf in eine Blutgerinnsel gegeben. Und der Arzt hat gesagt, hey, schau, es gibt irreparable Schäden. Der Johann wird höchstwahrscheinlich behindert sein. Und du kannst dir vorstellen, in so einer Situation, wir haben als Small Group gebetet, wir haben zu Gott gefleht, wir haben nicht gewusst, was machen, oder? Schau, am 16. Juni ist der Johann auf die Welt gekommen und er war in Neo und er hat heute keine einzige Nachwirkung von dieser Frühgeburt. Er hat keine Behinderung, er ist komplett kerngesund. Und das ist ein unglaubliches Wunder, das Gott gemacht hat. Und weißt du, was mich am meisten berührt hat in dieser Geschichte? Zu merken, wie echte, lebendige Hoffnung in der Praxis wirkt. Der Benny und Steffi, die haben mit in ihrer Not immer wieder x-mal, ich konnte es nicht verstehen, ganz ehrlich, haben sie gesagt, hey, Gott ist gut. Ich glaube, er schaut. Es kommt gut. Sie haben es ausgesprochen. X-mal. Sie haben einfach an dieser Hoffnung festgehalten. Und das hat mich so berührt, einfach auch konfrontiert, zu merken, wie diese Hoffnung lebendig wird im Benny und in Steffi. Halt an dieser Hoffnung fest und lebe sie aktiv aus. Mach Schritt vom Glauben. Sprich über die Situation mit Gottes Möglichkeiten. Das Zweite, was ich dir mitgeben möchte, ist, die Hoffnung, die du hast, die Hoffnung, die wir Zugang haben, ist berechtigt, aber es ist nicht unbedingt logisch. Schau, die Hoffnung, die ist berechtigt, aber es ist nicht unbedingt logisch. Weißt du, die biblische Hoffnung, die ist wirklich viel mehr als einfach Wunschdenken. Es ist nicht einfach heisse Luft.
wenn wir von Hoffnung reden, dann verstehen wir oft darunter so ein bisschen das Daumen drücken, oder ich hoffe, du kommst gut heim. So. Es ist so ein umgangssprachliches Konstrukt, wo wir Hoffnung oft damit verknüpfen. Aber die biblische Hoffnung, die ist eine feste Erwartung, dass es wirklich passiert, dass Gott etwas tut, dass er einen Durchbruch schenken kann. Und schau, die Quelle von dieser Hoffnung ist schlussendlich das, was die Qualität von dieser Hoffnung definiert. Und die Quelle, die verhebt. Der Petrus schreibt im 1. Petrus 1,3, dass die Quelle von unserer Hoffnung dort drin liegt, dass Jesus Christus von den Toten verstanden ist. Dass er lebt. Und dass jetzt uns wegen dem eine lebendige Hoffnung erfüllt. Das, was wir an Ostern feiern, die Auferstehung von Jesus, sein Tod. Jesus sagt am Kreuz, es ist vollbracht. Es ist fertig. Die Hoffnungslosigkeit ist vorbei. Und im Hebräer lesen wir, dass es tatsächlich ein fester Anker ist, die Hoffnung. Ein sicherer und fester Anker, wo mitten in Gottes Gegenwart hineinreicht. Und sie verhebt im Sturm vom Leben. Sie hebt ins Boot. Der Anker ist fest. Und trotzdem fühlt es sich nicht immer so an, oder? Und trotzdem kannst du bei aller theologischen Erklärung von dieser Hoffnung und dass sie verhebt, ist sie einfach in Realität oft nicht so logisch. Sie fühlt sich nicht so an. Und das sehen wir auch in dieser Geschichte von Jairus und von der Hanna. Du siehst dort in Matthäus 9, 23 bis 25, du siehst Menge, die Menschenmenge. Und was die Menschenmenge macht. Die Menschenmenge, die ist am Schreien und am Klagen. Und zwar, weil die Tochter von Jairus gestorben ist. Oder? Sie sind am Heulen. Sie sind traurig. Und sie schreien und klagen. Und Jesus sagt zu ihnen, geht weg. Das Mädchen ist gar nicht gestorben. Und was machen sie? Sie reagieren so, wie wir vielleicht auch reagieren würden. Sie finden es lächerlich. Sie lachen Jesus aus. Aber Jesus kickt die Menschenmenge aus dem Haus raus. Schau, die Menschenmenge, die steht in diesem Beispiel, in dieser Geschichte für das, was menschlich möglich ist. Für die menschliche Logik, für unsere menschlichen Gefühle auch. Für das, was eigentlich natürlich unsere Reaktion ist. Und die Menschenmenge, was sie macht in diesem Moment, du siehst das bei Markus so, schon unterwegs fängt die Menschenmenge an zu sagen, hey, es bringt doch gar nichts mehr. Wieso gehst du überhaupt noch heim? Und die Menschenmenge, die steht für die Stimme in unserem Leben, die mit den Möglichkeiten rechnen, die wir haben, die du und ich haben. Sie rechnen mit der menschlichen Logik. Sie säen Zweifel, sie sind pessimistisch und sie rauben Hoffnung. Und schau, ich frage mich heute Morgen, was sind diese Stimmen in deinem Leben? Was sind die Menschenmenge? Was ist das in deinem Leben, wo dir die Hoffnung rauben heute Morgen? Was ist es, wo du merkst, hey, vielleicht bist es du selber, vielleicht sind es deine Gefühle, vielleicht ist es Leute in deinem Umfeld, die eine Stimme haben, wo du merkst, das raubt mir die Hoffnung. Und es ist spannend, wie Jesus reagiert. Was Jesus macht, ist, er kickt die Menschenmenge aus dem Haus raus. Er sagt, seid ruhig. Und er nimmt nur die engsten Leute mit zu diesem Mädchen rein. Und ich frage mich, ob in dem für dich und für mich heute eine Message steckt. Vielleicht gibt es Sachen, die du in deinem Leben rauskicken musst heute Morgen. Vielleicht gibt es Sachen, wo du merkst, ich muss herstehen und mich entscheiden, dass ich daran glaube. Dass ich festhalte an dieser Hoffnung, obwohl sie nicht logisch ist. Und ich schicke die Stimme weg. So wie Jesus das gemacht hat. Echte Hoffnung ist aktiv. Sie handelt mutig im Glauben und spricht Gottes Möglichkeiten aus. Echte Hoffnung ist berechtigt, sie ist lebendig, aber nicht logisch. Und das Dritte, was ich in dieser Geschichte sehe, ist, dass Gottes Hoffnung, die echte Hoffnung, die du und ich haben dürfen, die ist unaufhaltsam. Sie ist unaufhaltsam. Schau, es ist ein Spannungsfeld in dieser Geschichte, das uns im Leben immer auch wieder betrifft. Und zwar Folgendes. Obwohl die Hoffnung unaufhaltsam ist, nichts kann sie hindern, nichts kann sie stoppen, sie wird schlussendlich sich immer erfüllen. Aber es bedeutet nicht, dass die Hoffnung sich immer sofort erfüllt. Oder? Und du siehst die Spannung in dieser Geschichte. Du siehst auf der einen Seite der Jairus, der
seine Tochter im Sterben liegt. Er kommt zu Jesus her und Jesus reagiert sofort. Er geht sofort zum Jairus hey, oder? Er ist noch der Reich und der Leiter und der mit Einfluss. Und Jesus reagiert sofort. Oder? Mega cool, aber auch ein bisschen unfair. Irgendwie. Auf der anderen Seite haben wir unsere Hannah. Oder? Die Hannah, die ist gleich lang wie das Mädchen alt ist, 12 Jahre, ist sie schon am Leiden. Sie leidet an dieser Krankheit. Und ganz ehrlich, Gott hat vorher schon eingreifen können. Oder? Er musste nicht 12 Jahre warten. Gott war nicht abhängig davon, dass Jesus dort durchläuft. Und mit unserer Hoffnung verbindet sich oft die Frage, wenn? Wenn Gott? Wenn erfüllst du meine Hoffnung endlich? Vielleicht geht es sogar noch weiter und du fragst dich, warum? Warum um alles in der Welt reagierst du nicht früher? Und schau, ich kann dir heute Morgen weder sagen, wenn, noch kann ich dir sagen, warum. Ich kann dir nicht sagen, ich kann dir schon eine theologische Erklärung geben, aber wahrscheinlich bist du nachher gleich unzufrieden wie vorher. Aber ich möchte dir 2 Sachen mitgeben aus dieser Geschichte, die dir werden helfen in solchen Situationen, wo du merkst, dass du fragst, wenn. Wo du plötzlich wirst anfangen Durchbruch sehen. Das eine ist, was ich dir mitgeben möchte, ist eine Beobachtung aus der Geschichte von Jairus. Und zwar, schau, das Spannende ist, dass Jesus, oder er ist unterwegs zu dem Mädchen, sie liegt im Sterben. Und eigentlich ist es drängt brutal, oder? Sie ist jetzt tot. Und Jesus sollte eigentlich rennen. Aber was er macht, ist, mitten auf dem Weg haltet er für die Hannah und er hält sie. Und er hält sie nicht nur, sondern er schaut noch, er sucht sie, bis er sie gefunden hat. Er nimmt sich Zeit für sie. Und nachher kommt er zum Jairus und alle sagen, es ist schon zu spät. Es ist schon gelaufen. Und was mir das sagt, ist, dass Jesus immer kommt und er kommt spätestens rechtzeitig. Und manchmal ist der Zeitpunkt in unseren Augen zu spät. Manchmal ist es sogar so, dass unsere Hoffnung eine Ewigkeitsperspektive braucht. Und wir auf dieser Welt die Hoffnung nicht werden sehen, wie sie durchkommt. Aber am Ende, weil Gott mit uns ist und weil Jesus den Tod überwunden hat, kann selbst der Tod die Hoffnung nicht mehr stoppen. Jesus kommt. Die Hoffnung wird sich durchsetzen. Es ist unaufhaltsam. Egal, ob es für dich und für mich aussieht, als wäre Jesus zu spät. Das Zweite, was ich dir zeigen möchte, ist, die Frau, die Hannah. Ich glaube, es ist kein Zufall, dass Jesus mitten auf dem Weg zu diesem einflussreichen Leiter, zu diesem Pastor, oder? Dass Gott sich Zeit nimmt, ganz spezifisch für die Frau. Für die Frau, die eigentlich niemand interessiert. Für die Frau, die ausgeschlossen ist von der Gesellschaft. Für die Frau, die am Rand steht. Und Jesus heilt sie nicht nur schnell, sondern er nimmt sich Zeit und er nennt sie meine Tochter. Er nennt sie meine Tochter. Und schau, das ist der einzige Ort in den Evangelien, wo Jesus so einen Begriff braucht, so einen intimen Begriff für eine einzelne Person. Er nennt sie meine Tochter. Und schau, was mir das zeigt, ist, dass Jesus dich sieht. Mitten in deiner Not, mitten in deinem Elend, mitten in dem, dass du vielleicht verzweifelt bist, sieht er dich. Er ist mitten in dem Innen und er lässt sich von dir anhalten. Er lässt sich anhalten, er nimmt sich Zeit und er schaut dich an, er kennt deine Not und er kümmert sich um dich. Er sagt dir heute Morgen, du bist meine Tochter, du bist mein Sohn. Ich sehe dich. Und die beste Frage, die wir uns in diesen Situationen stellen können, ist nicht warum oder wenn, sondern wo bist du, Jesus? Wo bist du? Wo bist du? Ich möchte dich ermutigen heute Morgen, dass du die Frage vielleicht dir stellst, wenn du merkst, du weißt nicht wenn, du weißt nicht warum. Aber du kannst Gott fragen, wo bist du? Und er wird sich dir zeigen. Ich habe dir eine Geschichte mitgebracht von der Lydia. Eine Geschichte, die in unserer Kirche im ISF Zürich passiert ist, die mich unglaublich berührt hat, weil es viel von dem zeigt, wie die Hoffnung in unserem Leben manchmal aussieht. Es ist manchmal verbunden mit langem Warten und manchmal macht Gott grosse Wunder. Lass uns die Geschichte anschauen von der Lydia. Während 17 Jahren habe ich an Essstörungen gelitten.
Ich habe ein furchtbares Leben geführt, das war ein Desaster, weil es hat sich alles nur ums Essen gedreht. Ich habe mich so gehasst. Das Leben war für mich etwas Schreckliches. Vor allem, weil ich alles im Verborgenen gemacht habe. Es hat kein einziger Mensch gewusst, was in mir vorgeht. In dieser Zeit habe ich sogar geheiratet und 2 gesunde Kinder bekommen. Das war natürlich für mich ein absolutes Wunder. Zu einem Zeitpunkt, wo es mir so himmeldurch schlecht gegangen ist, bin ich zu einem Pfarrer gegangen und der hat mit mir gebetet. Und ich habe eine Spontanheilung erlebt. So habe ich es wenigstens geglaubt. 6 Wochen lang hatte ich keinen einzigen Rückfall gehabt. Aber nach diesen 6 Wochen ist es massiv wieder eingefahren. Ich habe so gelitten wieder und ich habe einfach gemerkt, ich selber schaffe es nicht, aus diesem Zeug rauszukommen. Und so habe ich Christen kennengelernt, die mich im Leben ein Stück begleitet haben. Aber was noch viel grösser war, ich habe den Jesus Christus als den lebendigen, heiligen Retter erkannt. Er ist wirklich mein Erlöser geworden in diesem Zeug hinein. Aber die Sucht war nicht einfach gut, sondern ich hatte weiterhin Abstürze gehabt, aber in mir hinein hat sich etwas verändert. Ich habe gemerkt, jedes Mal, wenn ich gefallen bin, hat mich der Jesus an der Hand genommen, mich wieder aufgestellt und gesagt, laufen wir weiter, es kommt gut. Ich habe eine ungeheure Liebe und Annahme entdeckt, die ich vorher überhaupt nie gekannt habe. Und meine Selbsthass, meine Zerstörung, die mich jahrelang geplagt hat, sind plötzlich weg gewesen. Und heute bin ich 100%ig geheilt und nichts mehr, aber auch gar nichts mehr erinnert mich an meine Sucht. Jetzt bin ich 71-jährig. Und ich liebe mein Leben von ganzem Herzen. Ich habe gemerkt, dass Gott in mich einmal Gaben gestellt hat, die ich mir selber nie zugemutet habe. Dass ich einfach so herstehen und für ihn auch herstehen. Es ist einfach absolut gewaltig. Und ich muss, so dankbar bin ich, dass er mir nochmal neue Flügel gegeben hat. Und mit diesen Flügeln kann ich jetzt endlich fliegen. Und das Leben ist in mir zur Entfaltung gekommen. Halleluja. Come on! Come on. So eine unglaublich berührende Geschichte, nicht? Und es zeigt so viel von dieser Hoffnung, von dieser Lebendigkeit von unserer Hoffnung, die wir haben. Und schau, die Lydia, die hat die Hoffnung nicht nur erlebt, sondern sie ist eine Hoffnungsträgerin. Wenn du ihr begegnest am Sonntagmorgen, sie strömt vor Hoffnung. Sie ist oft bei mir im 50er-Setting, das wir im Moment haben, in der Pizzeria, neben der Samsung Hall. Und die Lydia, die ist voll mit Leben. Sie ist voll mit Hoffnung. Und ich möchte dir heute Morgen sagen, schau, Gott möchte dich brauchen als Hoffnungsträger. Wenn du Gottes Hoffnung erlebt hast, wenn du jetzt sagst heute Morgen, hey, mega cool, ich kenne die Hoffnung, die ist lebendig in mir, dann möchte ich dich ermutigen, gib sie weiter. Schau, die natürliche Reaktion, wenn wir die Hoffnung erleben in unserem Leben, ist, dass wir sie raustragen wollen. Wir sehen das auch in dieser Geschichte, dass im Lukas 8 sehen wir zum Beispiel, dass Jesus den Eltern, die fast am Durchdrehen von dieser Tochter, oder? Jairus und seine Frau, die denken, what the heck? Unsere Tochter lebt. Und sie wollten allen davon erzählen. Jesus sagt dann, sie sollen nicht, weil er sonst schon zu viele Leute hat, die ihm irgendwie nachher folgen. Aber im Matthäus sehen wir, dass sich die Nachricht wie ein Lauffeuer verbreitet. Oder? Und ich möchte dich heute ermutigen. Bist du ein Hoffnungsträger? Gott hat dich hergestellt an einen Ort. Er hat dich platziert, neu mehr in deinem Geschäft, in deiner Familie, in deiner Small Group. Dort, wo du bist, dort, wo du unterwegs bist, in deinem Studium, egal wo. Und er möchte dich brauchen als Hoffnungsträger. Jeder Moment, wo du Hoffnung weitergibst, macht einen Unterschied. Es ermutigt jemanden. Jemandem sein Leben kann sich auf den Kopf drehen. Du kannst immer in so einem Moment kannst du immer Hoffnung rauben oder Hoffnung spenden. Und ich möchte dich heute ermutigen, dass du zu einem Hoffnungsträger wirst. Lass uns zusammen aufstehen. Ich möchte für dich beten heute Morgen. Ich möchte beten, dass Gott heute Morgen Hoffnung wiederherstellt. Und ich möchte beten, dass wir rausgehen dürfen, verändert, als Hoffnungsträger. Gerade in dieser Zeit vor Ostern. Jesus, ich danke dir, dass die Hoffnung, die wir haben in dir, dass die echt ist. Dass die verhebt.
dass sie zwar nicht logisch ist, aber dass du treu bist, dass wir uns verlassen dürfen, dass du ein fester Anker bist. Und Jesus, du siehst jetzt heute Morgen Menschen, die da sind, vielleicht im Livestream daheim sind und sie merken, sie sind schon lange am Hoffen. Und sie mögen nicht mehr. Und Jesus, ich bitte dich für die Menschen, die das sind, dass du heute Morgen ein Wunder tust. Ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du kommst und die Hoffnung neu anfachst. Dass die Hoffnung wieder lebendig sein darf, dass sie aktiv sein darf, dass etwas ändern in dem, wie wir über unsere Not reden heute Morgen, Jesus. Dass du uns neues Leben einhauchst. Komm, du Heiliger Geist. Berühr du jetzt in diesem Moment Herz, berühr du Gedanken, Jesus. Verändere du. Wir strecken uns aus nach dir, weil wir wissen, auf dich ist Verlass. Danke, Jesus. Danke, Jesus, kommst du nie zu spät. Danke, Jesus, ist die Hoffnung verlässlich. Danke, Jesus, willst du uns brauchen als Hoffnungsträger. Und Vater, du siehst, jede Person, die da ist und die Hoffnung in ihrem Leben schon erlebt hat. Und ich bitte dich, dass wir heute am Morgen, trotz der Situation, in der wir drin sind, trotz der Umstände, die herausfordernd sind, uns entscheiden, Hoffnungsträger zu sein. Dort, wo wir in unserem Umfeld sind. Dass du uns brauchst für die Momente, wo wir ein Wort vom Leben bringen können. Dort, wo wir eine Hoffnungsperspektive bringen können. Wie wir dir erlebt haben, Jesus. Weil du echt bist, weil du real bist, weil du echt und wahrhaftig und verstanden bist vom Tod. Und selbst der Tod die Lebenskraft nicht mehr aufhalten kann. Das bitten wir in deinem Namen, Jesus.